Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Immer noch mit Graf Reuvens Schatzquest unterwegs, denn, naja, abgesehen natürlich von Ciri, die wir unbedingt finden wollen, ist halt unser erstes, wohl naheliegenderes Ziel, dass ich mich komplett verirre. Nee, natürlich nicht, sondern dass wir halt Rittersporn finden. Und, ja, schönes Wetter. Ich wünsche, ich hätte gerade Real-Life-mäßig auch sowas. Aber nö, bei uns eher strahlender Sonnenschein, den ganzen Tag hindurch, 35 Grad. Plus etwa 60% Luftfeuchtigkeit. Natürlich immer sehr, sehr schön, wenn man in einem Tropenwald hausen kann. Nun, egal, machen wir weiter. Und, also besser, sehr schön, falls irgendwas passieren sollte. Also, habe ich ausgerüstet. Ich glaube, ich nehme mir ein Schild, falls das passieren sollte. Momentan glaube ich nicht, aber danke der Nachfrage. Und, was war das gerade? Wird doch direkt ein bisschen, Entschuldigung, ich wollte eigentlich den da, ja, jetzt. Wird doch direkt etwas atmosphärischer. Nun gut. Hier um Mitternacht, ich würde mal sagen, das Rest davon machen wir per Meditation. Ups, das ist ein bisschen zu viel. Jo. Jetzt nur noch verstecken und warten. Wo willst du dich jetzt? Okay. Auch ein Blinder sehen. Dann suche ich mal, weil eine richtige Suchfunktion habe ich jetzt noch nie gesehen im Spiel. Tür. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Naja, wenn du meinst. Triss, woher wusstest du? Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell dich ein. Mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Aber genau das wollte ich jetzt auch sagen. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. Autsch. Genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Scheiße. Also, ich stelle mir gerade vor, mir würde es so gehen. Oh, der Scheibenkleister, ey. Ja. Soll man dazu sagen, die Waffen einer Frau, die männliche Schwäche. Sorry, aber da wird jeder Mann so, da kann sich da einfach nur zugucken. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Triss, hör auf. Aber erst... Bitte. Also, redest du? Kommt auf die Frage an. Gut, natürlich erst noch ein bisschen lang darum herquatschen, um das Ganze ein bisschen zu verlängern. Alter, das müssen Schmerzen sein. Wo hat Menge Siggi Reuvens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus.
Ja, hoff's mal für ihn. Reine Neugier. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Ja. Egal was du tust, Hexe. Ich werde niemals reden. Mein, theoretisch kann man sie mir abschneiden, also ich glaube, Triss wäre dafür, aber da gucke ich sicher nicht zu, das könnt ihr vergessen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel, im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Ja, ich glaube, wir erlösen ihn von seinem Leiden. Aber Triss, bitte, also, nee, bitte nicht das, was du gerade denke, was du tun wirst. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt, Ich weiß, er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Naja, Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cesle Anges. allerdings wortwörtlich, wieso Triss jedes Tier wegen dem Zauberspruch, also vielleicht anspruchsvoll, anstrengend. Wie fühlst du dich? Hinterhältig, grausam, gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Wieso eigentlich nicht, wa? Gut, eventuell muss ein paar wieder auf USK 18 machen, aber egal. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Verdammt, ich dachte, das wäre schon soweit, okay? Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Mhm. Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Ja, hoffen wir mal. Ich bin gespannt, ob das irgendwelchen Einfluss hat, wenn wir jetzt nicht getötet haben. Ich hoffe natürlich schon. Eins muss ich hier lassen, es hat einen stilvollen Abgang. Ja, lalala. Die Musik, ey. Das ist dann schlecht, Quest folgen. Ja, machen wir später. Ich will jetzt echt erstmal das mit Rittersporn abschließen und danach kümmern wir uns um viele, viele Sidequests. Weil ich gehe jetzt echt davon aus, dass halt Ciri sich in Skellige befindet und wir deswegen, also bevor wir nach Skellige gehen, abgesehen mal davon, dass vom Level her und so, da sind wir total hinten. Naja, man sieht ja 5 Level noch, also die wird er vermutlich noch ziemlich aufholen müssen. Wobei, ob wir alle aufholen, muss man gucken, aber sicher mal Level 15, bevor wir nach Skellige gehen.
So, dann haben wir hier direkt etwas. Sehr schön. Alter, mit Strom die Eier gekocht. Ich dachte, ich spinne, als ich das gesehen habe. Interessant. Oh Mann, ey, du. Die Kanalisation fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Zauberinnen, deren Verführungen die Huren erblassen lassen. Alchemisten, die... Aber eigentlich noch irgendwelche neue Bonuspunkte bekommen, glaube ich nicht, wa? Nö. Leider Gottes ihm noch nicht. Ich brauche langsam mal neue Mutagene. Leider nur, wer runtergehen? Ja, nur das Rote, oder mehr auf Rot gehen, war wieder mal. Wäre auch mal eine Variante, Mann. Ja, müssen wir alles mal gucken, Leute. Jetzt kann ich hier das mal machen, dann den roten hier runter. Packen, dann kann ich noch mal einen gelben reinzimmern. Ja, schauen wir alles noch. Ist also noch Zukunftsmusik. Betrunkene. Zuerst schon irgendwie gedacht, Ertrunkene, und plötzlich merke ich, nee, ist ja Betrunkene. Na, was hat's noch da unten? Aha, ja. Verschlossen. Wie immer und zurück zu Priscilla. Bei der sind wir mittlerweile auch Stammgast. Ich hoffe nur, das bekommt nicht immer mal in den falschen Hals. Ja, wenn wir schon im Thema Huren sind und so, falschen Hals kriegen. Du kommst mir bekannt vor. Jo. Unverschämtheit. Nö. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudu finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudu finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Die Musik ist ziemlich laut plötzlich. Du kennst Dudu schon lange? Nun, es mag seltsam klingen, aber ich bin nicht sicher. Offenbar war er in verschiedenen Gestalten in meiner Nähe und hat versucht, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Danke. Zuerst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dann beschloss er, aufs Ganze zu gehen und nahm die Gestalt von Rittersporn an. Und woran hast du gemerkt, dass es nicht Rittersporn war? Kann Dudu nicht singen? Nein, ganz einfach. Er hat von etwas anderem als sich selbst geredet. Autsch. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renats Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe. Entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel. Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden. Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Klingt doch gut. Nehmen wir doch ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudu sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudus Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Ja, wieso nicht? Wir, wie gesagt, erstmal die Quest abschließen. Na schön. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft. Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Geralt sieht irgendwie ein bisschen überfordert aus. Mehr oder weniger. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück.
Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Provis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen. Ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Die hat eine gute Fantasie. Klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Mal sagen, ja. wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Typisch Das Frau. sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen ziehst du vor? Klingt irgendwie zu lang, war die Lösung des Dopplers. Das könnte einerseits zu direkt sein, aber ich hoffe mal, es reichen, dass das Spiel nicht irgendwie sagt, nö, du musst die Antwort nehmen und dann die Antwort und dann die wieder und so weiter. Dass man da ein bisschen Freiraum hat halt. Nehmen wir die Erlösung des Dopplers. Das ist kurz und knackig. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mache mich dran. Na, Hauptsache, wir müssen nicht mitspielen. Machen wir eine Tragödie. Du hast recht. Eine Tragödie wäre besser. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Geralt, warte. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Der war nicht schlecht. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Ja, und von dem haben wir es jetzt bekommen, sind wir gar nichts gegeben. Oh Mann, ey. So, warte mal ganz kurz, Leute, muss ich mal etwas gucken. Alter, die Musik ist viel zu laut irgendwie. Hä, wieso hat die da zurückgestellt? Moment mal. Die Musik sollte 80 sein, Effektlautstärke 90 und Sprach vor allem halt deutlich erkennbar. Hä, aber doch immer so eingestellt. Ich bin gerade leicht verwirrt. Man merkt es vielleicht kaum. Okay. Das ist nur zu laut, war. Machen mal, Musiklautstärke mal auf 70, war. Wir machen einen Unterschied. Ja. Direkt gut. Direkt auf den Punkt. Wo man könnte auch 60 nehmen, war. Reicht auch. Ja gut, mach mal so.
60 zu niedrig. Hat schon ein bisschen sehr viel auf einmal. Ja, versuch mal mit 70, komm. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Nö, will ich nicht. Mann, aus dem Weg, Leute. Steig aufs Dach, so. So ein Verkehr ist hier drin. Ist ja nicht zu fassen. So knapp 90 Meter, kein Problem. Das schaffen wir so zu Fuß. Möge die Macht mit uns sein. Ruhig doch mal, meine Fresse. Wo willst du hin? Das ist ein Ort der Kultur, kein Trog für Wild. Ja, quatsch mal mit dem. Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst eine Eintrittskarte. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend. Und? Willst du eine Eintrittskarte? Du hast gesagt, es gäbe keine Aufführung. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Brauchst du eine Karte? Kann ich vielleicht überlisten? Nö, geht nicht. Okay, 50 haben wir. Ja, eine. Hier, bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Okay. Was hat diesmal nicht gestimmt? Ich weiß es nicht. Es muss einfach feuriger sein. Da bin ich mal gespannt. Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken. Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schaue es mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Jetzt Laufbursch oder was? Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Oh Mann. Danke für die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. Was optional, okay. Sicher zum ersten Mal jetzt. Aber das Optionale Vor war. einem Sturm kann man... Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Abkürzung, ouch. Schmerzhaft wohlgemerkt. Oh Mann, ey. Ja, jetzt hat Geralt den Beruf gewechselt. Wieder war ein schlecht, ey. Ja, es muss ich zugeben, zur Abwechslung mal. Ich meine, zum ersten Mal und so. Ist doch immerhin, oh, noch interessant. Naja, servus. Na, komm schon. Das war alles? Luschen, ey.
So ein bisschen Herausforderung hat mir eigentlich schon erhofft. Ein Schwein. Kann das schlachten? Nee, komm, so gemein sind wir jetzt nicht. So gemein sind wir nicht, aber Freunde. Ja, ich weiß, Schild ist vorbei. Wie es weitergeht, ja, mit einem Stück zum Erfolg. Ja, aber damit wir wirklich Erfolg haben, auf der Suche nach Dudu und Rittersporn und Ciri. Und hast du noch alles gesehen. Und dann hat er natürlich Triss noch, oder Jennifer also noch irgendwo. Und vielleicht sogar irgendwann noch, der hat aber keinen Namen vergessen, egal. Das und vieles mehr erfahren wir dann hoffentlich das nächste Mal wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, ciao zusammen.